Es brodelt und kocht. Nicht nur im Hintergrund, sondern auch zu unseren Füßen. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wobei, zu unseren Füßen stimmt so nicht ganz. Es sieht zwar so aus, aber es ist ja eigentlich nur der Teleporter, den wir gesetzt haben. Und Leute, ich will ganz ehrlich sein, Feuertempel da vorne, ne? Ist natürlich wichtig, gehört zur Story, will ich auch machen, aber nicht jetzt. Es ist noch ein bisschen zu früh. Hat man gesagt, so 2-3 Folgen zu früh noch. Und wir aber auch links oben sehen können, plötzlich ein bisschen mehr Heilung drauf. Das liegt daran, dass ich eben kurz an der Oberfläche war, offscreen, wie wir schon mal angedeutet haben, bezüglich den Löschechsen. Haben ein paar gefarmt, auch noch ein paar Löschflügler und glaube Glutflügler auch noch. Löschflügler waren so etwas ganz, ganz Neues. Also neu im Sinne von, dass wir noch gar nicht gesammelt hatten. Und war relativ easy sogar. Hier, das hatten wir ja schon mal die gesehen. An der Stelle. Das war hier die Höhle, wo wir damals, Restaurant Ostschach, genau. Wo wir Dinge gefunden haben. kann ich es kurz sagen. Warte mal, ich gehe noch ganz kurz zurück, das kann ich dir zeigen. Wo wir einmal Schlemmersteine holen mussten fürs Restaurant. Ich weiß, ist schon ein paar Folgen daher, aber damals, da fing ja quasi alles an. Dass wir statt nach Corona zuerst mal zum Restaurant gingen und dann gesehen haben, es ist alles immer noch ein bisschen kacke hier. Was heißt immer noch? Es ist wirklich kacke hier. Da unten das Restaurant. Und da wollte irgendwie einfach einmal eine Portion Schlemmerstein haben. Meinen Kunden, und dann mussten wir das erholen gehen. So. Und hier habe ich es ja genau, wie gesagt, markiert, die Stelle jetzt, wo man hier ein bisschen schleichen kann. Wunderbar Löschechsen farmen kann. Hier drüben nehmen wir zum Beispiel. Hat sehr, sehr viel, oder eben auch Blutflügler. Und auf den Schleichmodus aktivieren, genau dasselbe da drüben. Hat damals leider einen Fehler gemacht, bin einfach dran irgendwie vorbeigelatscht, beziehungsweise sogar zu schnell gelatscht und sind natürlich alle abgehauen. Oh, Junobo, ey. Und die Höhle hier. Muss noch mal ganz kurz rein, denn wir haben ja, wir sehen hier auf der Markierung, dass ich die Höhle noch gar nicht gemacht habe, also noch nicht abgeschlossen. Und ich habe hin und her überlegt. Das ist nochmal so ein Flügler. Gut, dann lassen wir jetzt mal. Oh, Löschechse. Hey, wo kommt ihr doch her? Hat er vorhin schon mal hier. Na egal. Genau, und dann habe ich eben da mir Gedanken gemacht. Wo zum Henker ist hier noch was? Und dann haben wir es offscreen gefunden. Also eben da, während ich noch ein bisschen Löschechsen gefarmt habe, die wir nachher gleich noch upgraden würden, oder beziehungsweise nutzen würden für das Upgrade der Feuerrüstung. Anti-Feuerrüstung, genau gesagt. Und zwar hier. Ist voll fies. Aber das mal auf die Seite packen. Dann kommen wir da durch. Und finden hier allerlei Dinge. Sondern genug für einen Gleiter. Also, Hoverbike halt, ne? Was wir, glaube ich, in der Folge noch ein bisschen benutzen werden, das Hoverbike. Denn ich will, wie gesagt, ein bisschen Zeitquesten. Nicht allzu viel zwar, aber trotzdem ein bisschen was. Warte mal. Haben wir gerade Junobo. Nur mal ganz kurz. Läuft mit ihm auch ganz gut, ne? Braucht gar keinen. Haben nachher gar keinen Waffenverschleiß mehr. Okay, das lief jetzt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Finde ich eigentlich auch nett, ne? Junobo schießt drauf, aber welche Batterie wird abgezogen? Meine. Entschuldigung, Kumpel. Aber ich brauche das Teil. Mayo Signum. Genial. So, der 10 Stück brauche ich wieder, aber bevor ich dann jetzt ziemlich sicher sein kann, dass ich den Rest beim Typen holen kann. Oh, Bernstein. Gut, die Dinge fliegen zwar relativ weit weg und so, aber ansonsten Junobo als Abrisskommando natürlich perfekt geeignet. So, das gemacht, die Höhle ist damit auch gemacht. Perfekt. So, genau, ich habe vorhin gesagt, Hoverbike müssen wir sicher in der Folge machen. Warum? Weil ich will die Schreine hier aufsuchen. Die auch schon alle mache, ist nochmal ein anderes Thema, ich will sie sicher alle aufsuchen. Und eigentlich würde mir auch gerne in den Himmel nochmal gehen. Hier, von Eldin. Eben auch mit dem Hoverbike natürlich. Naja, Sidequest ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, tatsächlich, aber einfach Eldin so weit hier oben schon mal abgeschlossen zu haben,
Das heißt, wenn wir nach dem Feuertempel machen, noch die Sidequests hier unten machen, vielleicht hier unten auch noch ein bisschen farmen gehen. Am Untergrund wird dann halt eher wieder ein bisschen nach Richtung Osten gehen und hier noch die ganzen Sidequests am Oberflächen noch abholen und so. Damit dann halt doch langsam aber sicher vorwärts kommen, aber oh, falsch. Nein! Ich muss jetzt so viel zum Upgraden. Scheiße. Aber damit es halt trotzdem irgendwie eine gute Aufteilung gibt, wa? Ich meine, hätte ja auch einfach sagen können, hey, ich mache von Anfang an alle 4 Gebiete. Also sprich die ganze Hauptstory und nachher die ganzen Sidequests. Aber ganz ehrlich, das wäre dann ziemlich langweilig und vor allem langwierig gewesen. Nicht nur für euch zum Zugucken, sondern auch für mich zum Zocken. Deswegen versuche ich immer irgendwie so ein bisschen das aufzuteilen, wo es auch gerade irgendwie Sinn macht. Aber so macht es auch Sinn macht. Was war hier schon wieder für ein Viech? Ah, der Feuer-Ivarok, genau. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Yunobo macht sich aus dem Staub. Ein bisschen heilen wären so schlecht. Und statt in Herzen möchte ich meine nächsten Dinger. Meine nächsten. Wieder wie die heißen. Segenslichter. Genau. Ich würde meine Segenslichter gerne wieder ein bisschen für die Ausdauer einsetzen. Um endlich mal einen dritten Ausdauerbalken zu generieren. Ich finde, das ist schon längst nicht überfällig. Also endlich mal holen. Aber erstmal hole ich mir hier ein Upgrade. Und bin gespannt, ob wir nachher tatsächlich den Ober-Mega-Effekt drauf haben. Quasi ein Set-Effekt. Naja, Miasma, ich weiß. Schließen die Augen, Baby. Ja, ich weiß. Auf Stufe 2. Verstärken bitte. Anti-Feuerhose. Noch etwas. So, die Anti-Feuerrüstung nicht mehr. Ich meine, ihr könnt zwar den Rest ja noch in die Farmen gehen und so, aber nee, das passt eigentlich soweit. Relativ viel Feuersteine hätte. Blaue Moblinhörner. Die zu farmen ist nicht das Problem. Löschflügler, die ist halt das Problem. Tatsächlich. Den Set aber bereits an den Bonus. Dann hier Frostkraut und weißes Schleimgelee. Haben wir mal einen davon. Aber auch dieses Set nachher zu komplettieren, oder eben zumindest auf Stufe 2 zu bringen, damit ich einen Set-Effekt habe, ist jetzt auch nicht so wild. Was hat denn sonst noch das Orni-Ding, wa? Weil ich den schon Stufe 2 habe. Den ja auch. Weil bloß noch der hier. Hä? Okay. Ich überlegt, warum ich das schon längst getan habe. Ist egal. So, reicht erstmal. Dankeschön. Bis dahin. So, und ich habe jetzt kein Brennen als Bonus drauf. Wie sieht es denn bei einem Orni eigentlich so aus? Kein Gefrieren oder was? Kein Gefrieren. Schwimmausdauer. So, neben der fällt natürlich noch. Wobei mich hier schon interessieren würde, wenn wir nochmal zurückgehen hier hin. Heißt es jetzt, dass wir in Lava springen können, es passiert nichts? Vermutlich nicht, wa? Kein Brennen wird vermutlich einfach nur tatsächlich heißen, ja, wenn mich irgendwie so ein Viech anfallen würde oder ich sonst irgendwie brennen würde normalerweise, dann brenne ich halt hier nicht.
eine Stelle, wo ich theoretisch brennen könnte. Eigentlich weniger, oder? Apropos brennen, ich weiß, wir müssen eigentlich noch ein bisschen heilen gehen. Was ist eigentlich das da oben? Diese Faust, das sieht so einladend aus. Wer kennt es nicht, oder die einladende Faust? Ah, noch ein bisschen zu weit weg. Ah, ich sehe schon einen Krog. Also, sind wir sicher. Ein Ordi war es doch ähnlich damals. Oh, da ist noch ein Feuerdrache. Der ist gar nicht so übel, weil den braucht er eh noch. Entschuldigung. Eigentlich was mit dem Feuerdrachen, dass er noch ein Ding brauche? Der fliegt eh in die Richtung, wa? Ja, mit dem Bike ist das Problem, das verliert ihn schnell wieder. Oh. Drache trifft Drache. Soll vorkommen. Da ist ein anderer Kumpel von denen. Da ist eh alles im Arsch da oben. Okay. Das könnte natürlich auch ein Hinweis dann für weitere Sidequests später sein. Ne? Ist irgendwie dann noch nicht zu viel erforschen tatsächlich. Die Ionenbrücke kennen wir eigentlich aus dem Vorgänger, die gab es damals auch schon. Nur das dauert ja. Schneller heilen geht nicht, wa? Schade eigentlich. Und die Nobu hat auch keinen Bock auf... Naja, ein bisschen Action hier. So, was haben wir was erwähnt von den Sidequests? Ich meine, wäre natürlich eine Aufgabe, die Dinge noch ein bisschen zu machen, wobei ich mal durch kann ich machen und dann zurück in der Wüste bin, tatsächlich. Hat jetzt eigentlich nicht sehr viel Sinn. Ja, der Feuerstein wäre eine Option, die Piratenmeute. Kann später machen, das Elding-Ding wäre natürlich etwas, ne? Noch 5 Herzen. 5 Herzen, keine Schmerzen. Ja, schön wär's. Na komm. So, dankeschön. Das ist unglaublich. Na? Okay. Wir müssen wirklich erstmal einen Feuertempel machen, sonst komme ich nicht weiter. Okay, okay. Hat irgendwas Sinn. Binobo, kommst du? Batterie lassen lässt nach. Oh, das höre ich nicht gerne. Das muss nach der Folge kurz passieren. Dabei habe ich gerade die Aufnahmesession begonnen. Das ist doch doof. Nein, jetzt kommen wir. Rettungstruppe, auf sie! Aber jetzt halt, wenn ich jetzt auf ältere, also den Drachen zusteuere, habe ich ein Problem. Ich verliere nachher mein Gerät wieder. Oh, warte mal. Ich meine, wenn ich jetzt mal dann. Ups. Falsche Taste. Die wollte ich eigentlich lieber. Wurde jetzt abgestürzt? Puh.
Gut, ich meine, ich habe gesagt, ich will ein bisschen Sidequesten. Also jetzt hier Crocs transportiert, damit habt ihr rein gar nicht gerechnet, aber andererseits, warum auch nicht? Haben wir da schon wieder da drüben, wa? Ja, ja. Eben die Crocs sind mir eigentlich am liebsten, weil mit denen geht's, sage ich jetzt mal, wirklich am einfachsten. Und dann kriegst du 2 zum Preis in einem. Jetzt ich sogar daran gedacht habe, wenn ich schon vorne irgendwas drauf habe, dass ein Nubo einfach hinten drauf geht. Eigentlich schon cool. Ich meine noch gar nicht, oder? Warum sollte auch hier freiwillig hin? Crocs haben wir 2. Wir brauchen theoretisch noch sehr viel, bis unsere Taschen und so alle komplett upgradet werden. Aber ob ich das überhaupt mal noch mache. Ich meine, gut, das sind 1000 Crocs insgesamt. Ich glaube, für alle Upgrades war es 441, wie es damals bei Breath of the Wild schon war. Aber trotzdem, das ist dann doch eine ziemliche Menge. So, gucken wir erstmal, wo die ganzen Schreine sind. Die noch versteckt sind oder so. Der ist definitiv versteckt. So einen da vorne haben wir gerade gesehen. Das heißt, ich muss für den Schrein hier irgendwo hier rein, ne? Ja, ist gut, geh mal. Link! Ja, willkommen zurück, Kumpel. Oh. Au! Junge, machst du viel Damage. Kackviech. Ja, bleib schön weg. Aua. Heute ist nicht mein Tag. Nur nicht wirklich. Ich bin gerade mal der erste Zelda-Spieler. Ah, das darf nicht wahr sein, ey. Das scheiß Master-Schwert. Wie ich das Teil hasse in Spielen. Steinspalter. Könnte gleich für das Master-Schwert nehmen. Aber nee. Ja, Kacke, ne? Die will ich jetzt ungern irgendwie wegschmeißen. Ja gut, komm, gar nicht mal so schlecht, man bleibt die Truhe einfach mal hier. Ich kann es theoretisch hier markieren, aber... Mein Schwert ist putt, einfach so kaputt. Die Waffe geht auch gleich kaputt. Was hinter alles kaputt geht, hey, der ist unglaublich. So, aber unglaublich. Das ist der Eingang hier zum... Das ist nicht dein Ernst. Ja, das finde ich auch unglaublich. Oh,
Ach, scheiß Blutmund, hey. Das war so nervig, das Marshmallow ständig zerbricht. Oh Mann, was für eine Folge. Das heißt, die Vierer können gleich zurück, wa? Wenn des Blutmonds Licht die ganze... Ja, wenn das Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, dann verschwinde ich mir einfach. Verschwinde ich einfach. Jetzt komm ich! Hier sehe ich soweit keinen Eingang. Theoretisch könnte er von hier aus sein. Von da drüben, und da kam ich eigentlich schon. Also irgendwie hier spawnt da draußen nichts, glaube ich jetzt eher weniger. Und die Stelle dazu eigentlich passen würde. Da unten könnte vielleicht noch etwas sein, ne? Oh, sehr schon wieder. Ah. Ja, wobei, könnte das wirklich das sein? Ja, ein seltsamer Eingang tatsächlich. Ja, da hatten wir schon. Was? Das ist gerade Junobo. Jetzt komm ich! Ein Saphiren Rhodonit. Die Stelle lohnt sich also. Die Stelle lohnt sich. So ein kein Brenneffekt ist schon cool. Aber komm, scheiß drauf. Mal einen kleinen Ivarok-Dinger. War doch kein Mensch. Wow, Alter! Ich bin so schnell. Tja, ich bin etwas verwirrt, Freunde. Wo ist der Eingang zu dem Schrein hier? Da unten kann er nicht sein. Ist er so kryptisch versteckt, das kann ich mir kaum vorstellen. Naja, wir haben das Riesenfossil. Da ist eh auch nochmal ein Schrein. Gehen wir erstmal da noch hin. So, unser Kumpel verschwindet gleich wieder. Und er sagt, ich versuche noch Prinzessin Zelda machen. Tschüss. Ja, ist gut. Tschüss. Ein Schrein, ein schöner Schrein.
So, dann spenden sie unten natürlich auch einer. Also eine Wurzel logischerweise. Und wir gucken mal, was wir dort so finden, wa? Sag mal. Was ist los? Übergewicht oder was? Das Ding kennen wir auch noch aus Breath of the Wild. Die Frage ist jetzt bloß, was passiert hier genau? Seine Augen. Oh. Das Fossil von Augäpfeln erhalten bleiben. Aber. Ah. Irgendwas sein. Geld bezahlen. Okay. Der zweite Augapfel, ne? Irgendwo muss er sein, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Der kann nicht allzu weit weg sein. Steine haben wir mehrere, aber... Ja, schon eine Schlut, kann nämlich auch nichts sein. Aber haben wir schon gefunden. War aber auch sehr schwierig. So, da wieder Bomben. Sehr gut. Oh. Ja, bleibt eher so. Wunderbar. Richtig. Hat's denn hier sonst noch so? Okay. Da wäre vielleicht noch was Cooles drunter, aber nee. Ja, Mann. So, wir kommen. Sonst nichts übersehen, ne? Überall nur Steine oder irgendwelche sonstigen Gebilde. Die Dame ist an da vorne. Oder? Ah, jetzt. Ich muss sie sehen. Ja, kann sie doch. Was ist los? Hab's doch repariert. Was? Wirklich? Ah. Ich liebe diesen charmant. Was? Okay, charmant, sehr charmant. Batterie lassen lässt nach. Ja, sogar schon erzählt, Spiel. Der in Hebra. Gut. Wir müssen eben mal nach Hebra. Zum einen wegen den Quests, zum anderen wegen Untergrund. Oder war eine Koga auf uns. Machen wir das da nämlich auch noch. Wenn wir dann dort sind, logischerweise. Das Alien-Riesenfossil. Sehr gut. Also, Kontrolle. Ich hoffe, du hältst noch ein bisschen durch. Wir würden gerne noch auf die Suche nach den anderen beiden Dingen hier machen. Die Suche ist auch schon ein bisschen übertrieben, weil ich, naja, habe ihre Position hier. Was noch ein Schreiner los ist, aber keine Ahnung. Muss ich vielleicht offscreen nochmal genauer nachgucken, wie ich denn da hinkomme. Und das ist etwas... Ja, wenn ich einfach 30 Minuten lang jeden Stein da umkrempel, bis ich den Eingang gefunden habe. Das Ganze offscreen perfekt, ohne Probleme machen. Online, also online, onscreen besser gesagt.
Im Let's Play selbst ist das eher doof. Und doof im Sinne von langweilig. Bin ich jetzt gerade auf dem Weg zu dem, wo ich gerade nicht gefunden habe? Den Himmel da will ich ja noch gehen. Ja, bin ziemlich genau wieder hier, wa? Ja, bin wieder hier. Okay, gehen wir mal nach den da drüben, weil den habe ich ja. Also gesehen zumindest. Da ist aber noch ein Krog, der ein Signal sendet. Jetzt fragen wir natürlich, wo ist denn sein Kumpel? Wäre natürlich cool, wenn das Ganze auch umgekehrt funktioniert. Also wenn der mir sagt, er hat seinen Kumpel verloren, der ist da drüben, aber wenn er mir kein Raussignal senden kann. Auf jeden Fall da oben sein. Aber Raussignal. Apropos Rauchsignal. So. Jetzt auch heiße Quellen, wa? Nein, ist schon cool. Oh, was sehe ich denn da Schönes? Jetzt komm ich! Angela, auf geht's! Das will ich gar nicht, dass es funktioniert hat tatsächlich. Ein Opal. Ein Topaz, Entschuldigung. Natürlich mehr wäre das ein Opal, ne? Da hinten sind eher normale Steine, so Feuersteine und so drin. So, Batterie oder Akku besser gesagt. Ja, ich hoffe, du hältst noch ein bisschen durch. Lecco mio. Gut, eben, dass ich jetzt noch ganz kurz rüber kann. Am liebsten natürlich gerade den Schrein aktivieren könnte. Oh, da muss irgendwo der Kumpel sein von ihm. Der andere. Du. Sehr gut, dann kommt der ja auch weg. Ja, der ist noch ein bisschen problematisch, wenn er genau weiß, dass... Wobei mit dem bin ich irgendwie auch... Keine Ahnung, was es sein soll. Gut, die Wurzel ist hier. Also wäre der Schein eigentlich eher hier. Da ist der Stempel jetzt falsch. Nur ist halt trotzdem die Frage, wo zum Henker soll jeder Schrein sein? Und hier waren wir schon. Sind voll dran vorbeigerast. Also irgendwie ein bisschen schräg. Den kriegen wir locker noch hin, da sehe ich kein Problem. Ansonsten... Hier wird es keinen mehr haben, weil wir hier schon einen haben. Wegen der Lichtwurzel unten, sind immer schön verbunden miteinander. Ansonsten habe ich hier gerade wieder noch ein paar Sidequests, würde ich sagen, die will ich jetzt nächst und vielleicht auch über die nächste Folge nochmal angehen. Brunnen ist ein anderes Thema statt der Göttin. Ja, aber auch jetzt eine Klaue von Eldra, die könnte man sich aber holen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Oh, wir haben immer so viele Quests offen gerade. Also, nicht mehr viel. Es sind schon noch viele. Verstehe mich nicht falsch, aber... Das könnten aber eigentlich noch irgendwie hindeichseln. So. Mal kurz gucken. Ist denn da jetzt irgendwo ein Krog? Weil wir haben ja nicht umsonst hier ein paar Dinge zum Zusammenbauen. Tja, kein Brennen. Jetzt kommen wir vielleicht da oben. Das könnte natürlich auch sein, ne? Der Krogkumpel. Manchmal wäre es clever, wenn ich die Krogs auf der Karte auch markieren würde, tatsächlich. Also, ich meine, es sind halt so viele, wenn ich anfange, dann muss ich halt wirklich alle markieren und dann denke ich mir so, nee, bitte nicht. Ist noch interessantes da. Ich könnte dann vor allem die Krogs markieren, die ich noch gar nicht gemacht habe. Das wäre eine andere Option.
Ist so einer? Oh. Ist doch gar nicht so geplant. Ah. Was ist da hinten los? Eiswaffe bekannt? Nicht, wa? Sag mal. Nein! Oh. Nein, er hat's geteilt wieder. Der Sack. So ein Penner, ey. Noch ein Steinspalter. Gut, er hat mega Haltbarkeit. Das freut mich für ihn. Tatsächlich. Auch ein Steinspalter mit mir jetzt Trümmern-Effekt drauf. Eigentlich auch nicht. Weil Haltbarkeit und ein Steinspalter tatsächlich lieber. Der ich nicht im Angriff nutze. So, wo ist mein anderes Teil hin, das man gerade weggesprengt hat. Sieht man nicht, wa? Schweinerei. Hier ist auch nichts. Da ist irgendwie... Ist aber weg. So, aber den Ort markieren wir natürlich gerne. Warte mal. Doch, hier genau, hier drin. Weil da werde ich noch öfters was finden. Dann den ausrüsten. Ja gut, Rhodonit und... Ja, gut. Doch, doch, kann man auch schön farmen. Das ist so. Wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich die Folge gleich beenden. Sehr gut. Aber natürlich wieder zurück zum Master-Schwert. Perfekt. Also Freunde, in der nächsten Folge muss ich erstmal das Ding hier wieder reparieren. So, der Arsch irgendwie, naja, auseinandergerissen hat. Dann will ich natürlich auch mal... Okay. Wild. Ich will natürlich auch mal gucken, wie es eben da mit dem einen Koch da oben aussieht, ne? Der irgendwie so ein Rauchsignal schickt. Und sonst würde dann halt eher in die Richtung wieder fliegen, wegen dem Schrein, ne? Oder den irgendwie auch noch finden oder einen Hinweis darauf. Und ich gucke vielleicht mal noch wegen dem Schrein, den da, in dem Schrein hier oben, was da los ist. Wenn das eigentlich soweit gemacht haben, würde ich vielleicht nächstes Mal noch gerne Operation Ivarok machen. Das hätte vielleicht noch etwas. Und je nachdem... Mein Gerät der Fallschirm muss ich nicht unbedingt jetzt noch machen, aber... Also Dankbarkeit, ich meine... Wobei wir können eigentlich auch schon an Hebra gehen. Die ganzen Riesenfossil-Dinge abschließen. Wäre vielleicht auch eine Variante. Guck mal. Guck mal, Feldfrüchte. Nee, haben wir schon gemacht. Riesenfrüchte. Das sind Gerudo-Dinger. Das passt mir so weit auch. Die Schatten der Göttin, ne? Also quasi... Wir müssen eigentlich Ältere abfangen, natürlich ohne das Teil hier. Das geht mit Ältere eher schlecht, aber ich halt Ältere irgendwie abfange und in eine Klaue abschieße. Eine Klaue von Ältere fehlt mir halt noch. Gut, gut, gut. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich mit dem Akku, der ein bisschen besser geladen ist. Ja. Und noch viel mehr hoffentlich. Hier zurück im Gebiet von Eldin. Wo es immer sehr, sehr heiß ist. Aber wir brennen ja nicht mehr. Außer in der Lava. Da schmelzen wir. Tja, wie das Leben so spielt, wa? Tschüss.